weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdecken. Im Namen Gottes. Und mit nachgelassenem Medex Christi zurück in Fallout 3. Nach einer über 80-minütigen Aufnahmesession, die ich kann es da nicht erklären, die einfach nur beschissen ist oder beschissen war. Gut. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Da gibt's noch ein Geschichtsmuseum, Alter. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wegen einem Cola. Scheißt jetzt zum an, oder was? Oh Gott. Feilschen um 1 erhöht. Haben wir noch irgendwo Bücher? Bill of Rights? Was ist denn das schon wieder? Unabhängigkeitserklärung. Okay. Ja, hast mir schon bereit. Ich bin ja nicht so. So. Haben wir nicht schon 2000 Kreaturen getötet? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Aber die Muni gehört jetzt einmal uns. Da werden wir uns, warte mal, bevor wir jetzt irgendwas machen. Boah, Alter. Wir müssen es jetzt einmal hinlegen. Über 24 Stunden. Tut mir leid. Weil die letzte Nacht, das war ja ein Totalschaden, wie man so schön sagt, gell? Na komm. Wo muss ich diese Antenne montieren? Das beschädigte Radiorelais. Ja. Ja. Ah. Ödländer und Ödländerinnen, könnt ihr mich hören? Jeha! Sicher könnt ihr mich hören. Niemand kann uns aufhalten, Baby.
So ist es. Von Megaton bis Girder Shade, von Paradise Falls bis in die Republik Dave, kommen wir mit diesem Sonder-Live-Bericht. Ihr werdet sagen, aber Three Dog, du sitzt in deinem coolen Studio in DC. Wie kannst du wissen, dass ich dich hören kann, hier am Arsch der Welt? Wie das möglich ist, wollt ihr wissen? Die Kleine aus Vault 101. Das Mädel hat unsere Senderantenne repariert. Na, was sagt ihr dazu, Leute? Ab jetzt ist Schluss mit Rauschen aus dem Radio. Stattdessen gibt's allerfeinste Musik. Also lehnt euch zurück und genießt den Klang der Klassiker. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch die Wahrheit, auch wenn sie weh tut. Und jetzt etwas Musik. So, sonst habe ich Probleme mit YouTube. Leider. Leider, ich würde sie euch gerne zeigen und hören lassen. Aber wisst ihr, wie das ist. Es ist halt immer das Problem, gell. Da kann ich nichts machen, da will ich auch nichts tun. Und ja, schon wissen, um was es geht. Aufgaben. Sprich mit Freedog über das Waffenversteck. Ja. Dann reisen wir da mal her. Alter. Na, das war jetzt eine Aufnahmesession, die letzte, das ist ein Horror gewesen. Ah. Waffenversteck, was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das war ein harter Kampf. Gute Arbeit. Ja, danke schön. So. Boah, das ist eine Ladezeit für Fallout-Spiel. Da schaust du, wa? Klasse Arbeit. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. Danke, Freedog. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hey, Sie sind es, den wir unseren ganzen Dank schulden. Sie haben der Tyrannei einen schweren Schlag versetzt. Endlich ist die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt zu hören. Eden und die Muties werden sich freuen. Aber bevor ich zu meiner Aufgabe zurückkehre, wollen Sie doch sicher etwas über dieses Militärwaffenversteck erfahren. Gerne. Auf diesem Holoband finden Sie den Lagerort des Waffenverstecks. Ich hoffe, Sie können sie brauchen und kämpfen weiter. Denken Sie daran, uns auf dem Laufenden zu halten, während Sie da draußen sind. Und passen Sie auf sich auf. Wie läuft's jetzt, wo der Strom wieder da ist? Unglaublich die Liebe, die mir die Leute im Ödland entgegenbringen. Seit die Stimme von GNR wieder zu hören ist, sagen mir die Typen im unteren Stock, dass wir mehr Hörer als je zuvor haben. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich muss los. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu uns. Auf uns können Sie zählen. Und wie ich schon mal gesagt habe, da in diesem Teil, für meines Erachtens, oder so sehe ich das kann jetzt bitte jeder sagen, wie er will, da ist mir die Bruderschaft lieber, aus dem einfachen Grund, da ist sie empathischer. Und ein bisschen Empathie ist auch jetzt auf die reelle Zeit gesehen, also auf die Realität gesehen, leider ein sehr verschwindendes Gut. Und ja, ich kann es nicht erklären, das ist komisch. Ich kann es ehrlich nicht erklären. Ja, schwierig. Es ist einfach schwierig zum Erklären. Haben wir wieder so hier und jetzt. Warte mal. Schneller Stoffwechsel. Stimpaks einen Bonus. Mit dem extra erhalten Sie bei der Verwendung von Stimpaks einen Bonus von 20% für Ihre Gesundheit. Ja. Oh, Kannibale. Oh, schön.
Tierfreund, Nerdwood. Sie wurden lange genug herumgeschubst. Nerdwood erhöht sich ihre Stärke auf 10. Gleichzeitig steigt ihre Schadensresistenz auf um 50%, sobald ihre Gesundheit... Aha, okay. Nachtmensch, mysteriöser Fremder. Mit dem erhöht sich ihre Chance, einem Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zu versetzen, um das Äquivalent von 5 Punkten Glück. Aha. Nein, Insekten nicht. Was war's dieses Mal? Machen wir 50% mehr für den Rücken. Weil wir so geil sind. Gut, ja, dann ab nach Rivet City. Das war ein harter. Weiß ich, das war ein harter Kampf, bla bla. Und wo ist jetzt dieses Waffenversteck? Da hätten wir noch eine Quest. Rivet City. Das ist für Point Lookout. Tempel der Einheit, Canterbury Commons, Minefield, Kraftwerk, Oasis. Kampf. Gute Arbeit. Ja, danke schön, Meister. Aber wo ist jetzt dieses... Wo ist dieses Versteck? Ah, Big Town, Hamiltons Schlumpfwinkel. Okay, Minefield, das sollte man auch noch machen. Gut, vorerst einmal kurz nach Hause. Ein paar Sachen mit einpacken. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für Gott. das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Wenn es Ihnen so viel bedeutet, nehme ich es an. Das bedeutet mir in der Tat sehr viel. Ich danke Ihnen. Na gut. Mal kurz nach Hause und ja. Oh. Heute ja die Klappe. Was? Na, haben wir keine? Wir müssen jetzt ein bisschen was arbeiten. Es tut mir echt leid, aber das gehört dazu. Wir ziehen jetzt mal den an, weil dann können wir nämlich ein bisschen was reparieren. Okay. Bei Kronkorken hat sich das alles so gesehen nicht ausgezahlt. Das sage ich, wie es ist.
Warte mal. Wo fangen wir denn an zu reparieren? Einmal die Waffen. Okay. Baseballschläger, Bleirohr. So. Fister, Flammenwerfer. So. Wieder sagen. Trotz allem stehen wir nicht so schlecht da. Nö. Ich hätte mir unsere Lage schlimmer vorgestellt. Dir sag es. Jetzt haben wir mal die Pistolen weg. Den nehmen wir mit. Weg. Die Munition, was ich da jetzt da habe, die brauchen wir später. Ah, da brauchen wir eine neue. Die müssen wir uns in River City besorgen. Wir nehmen die einmal mit. Ja. Dann müssen wir da... Genau. Sämtliche Kleidung herinnen haben zum Reparieren. Die halten wir uns, die werden wir später mal brauchen. So. Okay. Ja, ist ja wurscht, wir werden da eine mitnehmen müssen. Weil unsere, die wir derzeit aufhaben, die ist nämlich am Arsch, wie man so schön sagt. Die drei sind aber eh noch so relativ halbwegs benannt. Warte mal, ich will die reparieren. So, das können wir reparieren. Warte mal. Oh! So, okay. Dann haben wir, da ist da wieder zurück. Einer ist gewandelt. Und zwar, die da wir mal auf die Seiten. Die Perücke da mal einen. Warte mal. Na, den nehmen wir mit. Hockeymasken, Kampfrüstung, halten wir uns, da mal weg. Dann nehme ich lieber die mit. Sprache plus 5, weil dann haben wir nämlich ein bisschen einen besseren Vorteil. Die lassen wir da, bei diesem nämlich besser benannt. Die lassen wir auch da. Nein, die nehmen wir mit. Tunnelschlangen-Outfit. Lassen wir da, lassen wir da.
Okay. Ja. Die 4 Zuckerbomben nehmen wir noch mit. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ja, danke, du Frettchen. Da ist ein bisschen was herinnen. Ja, wir werden jetzt ein bisschen was verkaufen. Wir brauchen dringendst Kohle. Ja, passt. Falsch. Falsch gedacht. Na, es ist erst 10 Uhr morgens. Zurück nach River City. Wo ist das da? Jetzt werden wir unserem Freund, dem Herrn Washington, einen Besuch abstatten. Aufgaben. Da. Nur bevor wir mit ihm reden, werden wir uns umziehen. Das heißt, wir werden die Sprache etwas erhöhen. Kleidung feilschen. Sprache. Das Weatherly Motel. Ist auch ein bisschen verwirrt auf dieses Schiff habe ich bis heute noch nicht verstanden. Hallo. Ja, begrüße, Madame. Aha. Ist das da? Na, das ist Forschungslabor. Da ist er. Willkommen bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Ich kann es kaum erwarten, die Unabhängigkeitserklärung in die Sammlung unserer Gesellschaft aufzunehmen. Ich habe ein Dokument, warte mal, nun, ich habe mich etwas umgeschaut. Die Bill of Rights. Oh, gütiger Himmel! Ich hätte nie geglaubt, dass sie jemals einer findet. Und erst recht nicht, dass sie noch unversehrt ist. Nun, Sie haben sich Ihre Belohnung mehr als verdient. Was sagen Sie zu 100 Kronkorken? $100 Kronkorken? Ah, na gut. Falls Sie Ihre Meinung ändern, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich habe die Unabhängigkeitserklärung. Lieber Herr im Himmel, das hätte ich mir nie... ich meine, ich bin fassungslos. Sie haben sich fürwahr Ihren Platz in den Schriften der amerikanischen Geschichte verdient. Für diesen großen Tag wird man Ihrer immer gedenken. Wie ich gehört habe, war es sehr schwierig. Daher möchte ich Ihnen einen zusätzlichen Bonus geben, um den Appetit für die Zukunft anzuregen. Erfreuen Sie sich an Ihrer Belohnung. Das haben Sie sich verdient.
400 Kronkorken, okay, ihr Diagramm wurde verbessert. Aha. Ja, weißt du was? $100, dann soll es das Was haben. bringt Sie nach Rivet City? Oh, gütiger. Nun, Sie haben sich Ihre... Vielen herzlichen Dank. möchte das Museum noch irgendwas an sich bringen? Na ja, jedes historische Dokument würde der Gesellschaft etwas bringen. Ich möchte auch in neue Märkte expandieren. Vielleicht mit einigen interessanten Artefakten zur Geschichte unseres großartigen Landes. Bringen Sie mir alles, was Sie in dieser Art finden können. Ich werde Sie gerne wieder dafür belohnen. Okay. Nun, ich glaube, dann müssen wir Abschied nehmen. Ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen. Na ja, gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen was verkaufen, weil ich hab nichts mehr. Gibt es in dieser Gegend Ärger? Nö. Jetzt hätte mich was interessieren. Ach Gott, ich hau mich an. So. Na gut, ich schau gar nicht mehr hin. Ich schau jetzt nur mehr nach vor. Wir brauchen Stimpaks und wir brauchen Munition. Beziehungsweise wir könnten... Also, wir könnten eigentlich gleich die nächste... Warte mal. Hallo, freut mich. Oh. Eine Krücke braucht man noch. Ich suche nach Störenfried. Sind hier irgendwo welche gewesen? Nö. Wer könnte denn eine... Sämtliche Auffälligkeiten bitte mir und... Wie geht's? Mein Name ist Seagrave. Seagrave Holmes. Ich habe hier praktisch von allem etwas. Haben Sie ein T51B? Nein, dann fehlt Ihnen noch was. Wie kann ich wissen, dass ich nicht... Was haben Sie zu verkaufen? Ich habe von allem etwas. Ich würde nur eine Krücke benötigen. Hihi. Jo, so macht man Geschäfte. Dir sag es. Die zwei. Ja. Und jetzt möchte ich schauen, ob er eine Krücke hat. Nö. Er ist eine Warze und hat keine Krücke. Die Warze. Schön. Weißt du was? Wir belassen das jetzt einfach so. Falsch. Was habe ich da jetzt gesehen, was mich interessiert hat? Eine Haarklammer. Na geh, komm. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Ich möchte etwas über den Androiden aus dem Commonwealth wissen. So ein verflixter Narr verkaufte Androidenaufnahmen. Und ich war noch ein größerer Narr und hab mir eine davon geholt. Hier, nehmen Sie meine. Ist ohnehin nur ein verfluchter Scherz. Aha. Das machen wir anders mal. Ich sollte gehen. Bis dann. bei einem Sicherheitsbeamten melden. Die Geschichten, die sie da rund um Rivet City abspülen, die werden wir später mal machen.
Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quickfix? Noch ein Quickie? Immer doch. Wir haben alle Arten von Medikamenten. Über einen Quickie können wir gern reden, Madame. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Lebenswichtiges verkauft. Überlebenswichtiges. Und die zwei Rüstungen, wie gesagt habe, habe ich auch nicht mitgenommen. Ich bin so ein Dorfidiot, ein Bescheuerter. Danke. Ja, bitteschön. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ja, natürlich. Für einen Drink? Ich könnte echt einen gebrauchen. Mist. Genau, was in diesem Loch noch gefehlt hat. Eine weitere Frau. Gib mir entweder einen aus oder park deinen müden Hintern woanders. Klar, hier sind 5 Kronkorken. Welches Gift darf es denn sein? Ich glaube, sie sind in Ordnung. Danke für den Drink. Wie ist es so, auf einem Riesenschiff zu leben? Hier ist es laut, dunkel und miefig. Hier sind wir in Sicherheit. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Ich sollte besser gehen, Trini. Lassen Sie sich von mir nicht abhalten. Nö. Ich habe höllische Kopfschmerzen. Ich brauche irgendwas dagegen. Ja, bei der Frisur. Dr. Preston wäre eine bessere Adresse. Aus, Kenny. Brauche ich sonst noch irgendwas aus diesem Sumpf? Aber warte mal, ich habe eine Idee. Nein. Okay, jetzt schaut sie wieder... Naja, gut. Jetzt schauen wir noch dödelhaft aus. Na gut, ich bin ja ein Dödel, darum schauen wir auch so dödelhaft aus. Dass wir so dödelhaft ausschauen. Daten. Hilfegesuch. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen, und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Es war so laut letzte Nacht, ich konnte kaum schlafen. Vielleicht gibt es irgendein gutes Okay. Das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Oder zumindest einmal nicht viel, gell? Naja gut, wir werden es noch herausfinden. Komischerweise, diese Quest mit diesem Androiden, die habe ich nie gemacht. Komischerweise. Ich habe es zwar gewusst, dass es sie gibt, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Okay, Aufgaben. Aha, okay, das müssen wir mit dem Doktor besprechen. Wir werden einmal... Riley's Ranger, wo sind die? Ah, das sind im Geschichtsmuseum.
Weißt du was? Washington Monument. Wir werden einmal da herreisen. Und einmal schauen, was da mit dieser Quest auf sich hat. Ich hoffe halt nur, dass das mehr ist, als wie nur dort einige gegen Supermutanten kämpfen und ja, mal schauen. Ich weiß, was ich kaufen wollte. Munition. Ach, Kenny, du bist so ein Vollidiot, ehrlich. Das kann's auch nicht sein. Noch keine 90 und schon so vergesslicher wie, weiß ich nicht, wie alte Dorfhupen. Geschichtsmuseum. Oh, Kaspertillo der Clown oder was? Noch ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Sind Sie verrückt, hier draußen noch rumzustehen? Keine Angst vor den Supermutanten. Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld. Die Stadt der Ghule. Im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Sagten Sie eine Stadt voller Ghule? Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Ich bin kein Tourist. Sagen wir mal, da ist keine Angst vor Supermutanten. Die Knöchelfetzer? Nee, die tun uns Ghoulen nichts. Denken vielleicht, wir gehören zu ihrer Sippe, keine Ahnung. Aber die anderen Hornochsen? Andere Hornochsen? Sie wissen schon, Menschen wie Sie. Nun, vielleicht nicht wie Sie, keine Ahnung, aber Menschen sind doch alle gleich. Die Typen der stählernen Bruderschaft mit ihrem Testosteron und der Powerrüstung. Diese Psychosöldner der Talon Company. Diese anderen Trottel eben. Die ist aber lieb. Ich bin kein Tourist. Ach was? Sie sind nur auf der Promenade der feinen Hauptstadt unserer Nation, besichtigen die Sehenswürdigkeiten und besuchen die Monumente, ja? Geben Sie's zu. Sie sind ein Tourist. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal, Tourist. Was erwartet mich oder uns wieder einmal da? Oh Gott. So, und jetzt eines nach dem anderen. Nö. An den eigenartigsten Stellen sind diese Bücher platziert. Geil. Also, was sagt uns das? Wir können drauf scheißen. Was ist da herinnen? Nix. 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 Ja. Keine Ahnung. Oh Gott. Da ist ein Geschichtsmuseum. Na, weißt du was? Wir kennen das nicht mit roher Gewalt ein. Was ist denn da drinnen? Oder da hinten? Untere Säle des Geschichtsmuseums.
Wir machen jetzt einmal eins nach dem anderen. Oh Gott. Als wie man es gewusst hätte. Ich hoffe nur, dass ich Spieler unterscheiden kann. Aber normal schon. Naja, ist halt wenigstens jetzt mal ein bisschen eine Abwechslung zu den ganzen Supermutanten bei der letzten Aufnahme. Ein Safeline. Okay. Sorry, wenn du jetzt nichts von mir hörst, aber ich muss mich da jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich nicht weiß, wo mir hier was entgegeneiert. Oh Gott. Dann machen wir zuerst Arm. Nur 4 Punkte, das ist aber nicht viel. Ja klar, und sie trifft nicht. Na klar. Ach Mädel, das hast du schon besser können, dir sag es. Okay, Kronkorken, also wenigstens das. Da ist er. Von vorn in den Kopf. Hinter uns. Zu wissen, aber es nicht zu sehen, das sind zwei paar verschiedene Schuhe, gell? So. Ja, ich weiß, ich habe noch Hefterl dabei. Brauchst du keine Sorgen machen. Ich weiß es ja eh. Ich weiß es ja eh. Lincolns Tagebuch. Baut sie. Das war's, oder was? Kann man da Energiewaffen? Das war's. Das ist aber schon schwach. Also für ein Museum hätte ich mir da mehr erwartet, aber da geht's ja weiter.
Ah, das ist ja tot. Okay. Ja, was tust das nicht mehr mit? Ich liebe es ja, tote Menschen auszuziehen. So. Okay. Ah, da ist er, schau. Na, die haben einen Laufweg, ha? So, da machen wir mal auf, da machen wir mal auf, da machen wir mal auf. Nö. Da machen wir mal auf, da machen wir mal auf. Nö. Lauter Kaffeetassen. Aber was machst du mit so viel Kaffeetassen? So viel Kaffee kann ich nicht mehr trinken. Ich glaube, da sind wir. Na, da sind wir rausgekommen. Autsch. Durchsuchen Ödländer. Wurscht. Nuka-Cola Quantum und Dingens da. So. Eins noch genau und dann ist immer am besten. Oh. Na schau, wie sie unsere Bestände wieder schön langsam auffüllen. Gefällt mir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K. Medizin um 1 erhöht. Schön. Speichern. Okay. Ich glaube, wir sind da jetzt einmal fertig. Ja. Schaut auch gut aus. Weißt du was? Wir werden uns jetzt da dementsprechend ein bisschen vorbereiten. Sprache plus 15. Ausschauen damals zwar wahrscheinlich wie ein Diller. Richtig. Aber das soll uns jetzt scheißegal sein. Sieh da, kaum zu glauben, ein Glatthautbesucher. Wow, von ihrer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Mein Gott, was bist du? Wir wissen, was er cool ist. Wo bin ich? Sie sind in Underworld, Glatthaut, dem einzigen sicheren Ort für Ghule in ganz DC.
In dieser Parallelwelt leben wir, von den Menschen vergessen. Die Mutanten lassen uns in Ruhe und die Sklavenhändler kommen normalerweise nicht so weit in die Stadt rein. So schlimm ist es also nicht. Die stählerne Bruderschaft ist unser einziges Problem. Es sei denn, wir bleiben hier unten in Underworld. Hier sind wir sicher. Die stählerne Bruderschaft? Wo ist das Problem? Diese Schweine. Sie scheinen uns von Supermutanten nicht unterscheiden zu können. Vielleicht ist es ihnen auch nur wurscht. Sie sehen uns und schießen. Zum Glück schießen sie meistens daneben. Trotzdem, Ghoul-Hasser. Eine Stadt voller Ghule, was? Richtig. Und solange sie uns nicht belästigen, belästigen wir sie auch nicht. Sie können jederzeit kommen und gehen, handeln, schlafen. Egal was. Stellen Sie nur sicher, dass Sie keine Probleme angeschleppt bringen. Denn sowas brauchen wir hier nicht. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt, Glatthaut. Okay, ich werde mich mal umschauen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, aber versuchen Sie hier nicht alles in Grund und Boden zu schießen. Wir haben hier unten ein recht angenehmes Leben. Und so soll es auch bleiben. Ich brauche Infos über einen Androiden, der sich den Speicher löschen ließ. Eine Ahnung, wie Engramme in Android... Oida! Ich brauche Infos über einen Androiden, der sich den Speicher löschen ließ. Ich dachte, das wäre alles ein großer Unsinn. Aber dann erhielt ich dieses Holoband. Hier, hören Sie mal. Geil. Ich muss los. Wenn man Not am Mann ist, einfach Bescheid sagen. Ja, hey, ist immer geil, oder? Wenn man selbst Ghule als Mithelfer hat für einige Dinge. Geil. Aufgaben, Notizen. Da, ein Mann, ein Schaltkreis-Neuralisator. Können Sie sich an das geheime Androidenprojekt erinnern, von dem ich Ihnen erzählt habe? Nun, Sie haben ordentliche Vorkriegsgeräte zur Verfügung. Sie haben einen Lipoplastikator und einen Mikrodermaltransplantator in die Finger gekriegt, mit denen Sie Gesichtsrekonstruktionen machen können. Weiß nicht, ob Sie einen Metzger finden werden, der sich gut genug damit auskennt, damit er am Ende nicht aussieht wie ein verdammter Ghoul. Ach ja, Sie haben auch einen Schaltkreis-Neuralisator. Entweder haben Sie ihn gefunden oder jemand hat einen gebaut. Wie ich gehört habe, wollen Sie einem dieser Dinger das ganze Hirn umpolen. Wenn Sie eine Ahnung haben, wen Sie damit beauftragt haben, sagen Sie es mir. Ich will den Typen kennenlernen. Okay, das wird immer besser, die Geschichte. Und wie du vielleicht gehört hast, oder wie du vielleicht jetzt mitgekriegt hast, ich liebe es, in Rollenspielen mit der Sprache zu spielen. Oh. Wir nehmen Kronkorken. Auch von Menschen. Die ist lieb. Oh, ein Mensch. Hallo. Willkommen bei den Underworld Outfitters. Es ist schon so lange her, seit ich einen Kunden hatte. Die ist aber wirklich lieb. Was machst du mit dem Geld, das du hier unten verdienst? Nun, wir haben es alles bei Carol ausgegeben. Oder im Ninth Circle. Aber da gefällt's mir nicht. Den Rest haben wir Quinn gegeben, damit er für uns Geschäfte macht, wenn er unterwegs ist. Was gibt es über Underworld zu berichten? Nun, es gibt da unten jede Menge alter Merkblätter und dergleichen. Ich habe so gut wie alles gelesen. Was war das für ein Ort, bevor die Ghule hier einzogen? War mal ein Teil des Geschichtsmuseums. Die Ausstellung, die sich dort befand, befasste sich mit dem, was nach dem Tod passiert. Die Hölle und so. Viel davon befasste sich mit dem alten Buch, Das verlorene Paradies. Darin geht es um einen Kerl, der zur Hölle fährt. Ein sehr interessanter Stoff. Ich habe in einem der Hinterräume einen großen Karton mit Kopien des Buches gefunden. Hier, nehmen Sie eine. Niemand sonst ist daran interessiert. Oh, die ist aber lieb. Wie sind denn die ganzen Ghule? Ist es so tief in der Stadt nicht wie sind denn die ganzen Ghule hierher gekommen?
Nach dem Krieg waren es anfangs nur ein paar Leute. Dies war einer der wenigen Orte, der nach den Bomben nicht einstürzte oder brannte. Ich glaube, dass Carol eine der wenigen ist, die zu der Zeit hier waren. Aber im Laufe der Jahre sprach es sich herum. Es gab überall kleine Gruppen Ghule. Das hat heute allerdings nachgelassen. Die meisten von ihnen wurden wild oder kamen hierher. Sicher gibt's draußen noch einige, aber die meisten sind so schlau, nach Underworld zu kommen. Ist es so tief in der Stadt nicht gefährlich? Nein, die Supermutanten lassen uns in Ruhe. Ich denke, dass das, was sie tun, um Leute in einen von ihnen zu verwandeln, bei uns nicht funktioniert. Die stählerne Bruderschaft schießt auf uns, wenn wir draußen im Freien sind, aber hier unten lässt sie uns in Ruhe. Ein paar Mal haben sich Raiders und Sklavenhändler hier blicken lassen, aber Sharon und Cerberus und alle anderen haben sich um sie gekümmert. Ich denke, wenn's drauf ankommt, ist das Leben außerhalb der Gesellschaft eine gute Sache für uns. Das ist alles, was ich wissen musste. Kommen Sie jederzeit wieder. Es ist manchmal etwas einsam hier unten. Die ist ja wirklich süß. Was haben Sie im Angebot? Schauen Sie ruhig. Es ist alles funktionstüchtig. Ja, freut mich, Madame. Wirklich. Also, ich bin, ja, genau das. Ich bin. Wir werden also eine Kampfrüstung mitnehmen, einen Kampfhelm, okay, und diese 8 Stimpaks. Und mal schauen, was wir ihr andrehen können. Die 32er Pistole, die drehen wir ihr an. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Da werden wir sicher noch eine finden, irgendwo. So. Und da können wir sicher was verkaufen. Das lesen wir noch. Okay. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Weil die ist richtig sympathisch. Und bis bald. Ja? Die ist wirklich sympathisch, die Frau, wirklich.